Gedankenanstoß und Inspiration. Das ist der Donnerschlag vom Dezember 2025. Von mir, Samuel Hug, dem Pfarrer von der Metal Church. Wo die amerikanischen Hardrocker Skillet am 14. November ihre eigene Version von meinem Lieblings-Adventslied «O Come, Emmanuel» veröffentlicht haben, da hat das in gewissen konservativ-christlichen Kreisen heftige Reaktionen ausgelöst. Da war zum Beispiel die Rede von «abscheulich», «sehr dämonisch», «spiegelt gottlose Musik wider», «das Schreien ist satanisch», «christliches Konsumdenken vom Feinsten» oder schlicht «Dreck». Wenn man bedenkt, dass Drums, E-Gitarren und Screams erst nach 3 Minuten einsetzen, das vorne aber alles in andächtig sanftem Pop-Sound gehalten ist. Also als Metalhead, da erscheinen solche Kommentare schlicht lächerlich. Aber wieso so heftige Reaktionen, wenn jemand nur schon ein bisschen die vorweihnachtliche Idylle in Frage stellt? Ich meine, das Problem an der Weihnachtsromantik ist, dass sie leicht die eigentliche christliche Botschaft verdecken kann. Im Englisch ist es die Botschaft sogar das Gegenteil verkehrt. Und dass die verkehrte Deutung als eigentliche Botschaft vom Christentum wahrgenommen wird. Mir kommt eine Begegnung an einem Konzert der Herbst in den Sinn. Mein Gegenüber am Bierstand hat grosse Freude zum Ausdruck gebracht, dass es Metal Church gibt. Ja, dass sich die Kirche endlich auch auf ihre Kultur einlässt. Aber die Person hat gesagt, sie können bei all dem Halleluja in der Kirche einfach nicht mitgehen. Was sie im Leben schon alles erlebt haben. Dafür können sie Gott nicht dankbar sein. Die christliche Botschaft sei für sie nicht glaubwürdig. Nachdem ich ausführlich von ihrer tragischen Lebensgeschichte erfahren habe ich den Versuch gewagt, ihr zu erklären, dass Christen gar nicht daran glauben, dass jetzt schon alles gut sei. Sondern dass zwar entscheidend schon passiert ist, aber die endgültige Antwort von Gott noch aussteht. Ich habe ihr gesagt, dass sie nicht falsch liege, wenn sie an dieser Welt und ihrem Leben leidet. Wenn sie empfinde, dass in dieser Welt etwas faul sei. Sie darum nicht einfach in ein süßliches, oberflächliches Halleluja einstimmen können. Und wenn sie von Gott erst noch eine endgültige Reaktion erwarte. Weil genau das noch ausstände. Gericht und endgültige Erlösung. Ist das berührend zu erleben, was dann bei meinem Gegenüber passiert ist. Kerzenromantik im Advent, also ob alles schon gut sei, das ist nicht die christliche Botschaft. Sondern es geht in dieser Zeit darum, der Erwartung besonders Raum zu geben, dass Gott noch endgültig eingreifen wird. Für die Ankunft, den Advent von Jesus Christus zu beten, ihn zu bitten, dass er bald als Erlöser und Richter auf die Welt zurückkehrt, wie es dringend nötig ist. O come, Emmanuel! O come, O branch of Jesse's stem, unto your own and rescue them. From depths of hell your people save, and give them victory over the grave. Welcher Sound passt am besten zu dem Gebet? Für mich persönlich klar Metal Sound. Darum sucht ihr da aus der folgenden Liste diejenigen Metal-Versionen raus, die dir am besten gefallen, und bettet dann damit bis zu Weihnachten zusammen mit mir. O come, du Gott mit uns.